Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Ching, 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 One, ching, two, ching. one, two. Nikolaus. Bye. Willkommen in meinen Laden. Hey, danke. Danke, dass ich hier sein darf. Bitteschön, bitteschön. Heute bin ich mit dem Samim unterwegs in meinem Studio. Kurz gefasst, wir kennen das aus dem Kampfsport, jetzt seit 10 Jahren. Der quietscht mir ein bisschen hier. Ja. Oder? Da muss man ein bisschen ölen. Genau. Wir wollten letzte Woche eigentlich einen aufnehmen. Gute Themen gehabt, viele Themen, die vielleicht dem einen oder anderen schaden könnten. Haben wir gedacht, nehmen wir raus. Und zum anderen, ich hoffe, jetzt sieht man es besser, aber ich habe die ganze Zeit zusammen korrigiert, dass er das Mikrofon aus seinem Gesicht nehmen und am Ende des Tages ist das Mikrofon in meinem Gesicht die ganze Zeit am Hängen gewesen, man hat nichts gesehen. Ja, der Samim kennt sich aus mit Mikes. Ja, schon öfters drauf gekommen. Herzlich willkommen bei meiner Show. Danke, danke, danke. Hey. Du hast mir eine Frage mitgebracht. Du bist gerade in den Laden rein. Let's go. Wir haben das letzte Mal mit einem Thema abgeschlossen. Und jetzt werde ich dir ein paar Fragen stellen. Und was ist gegangen? Vielleicht für die, die das nicht kennen, also jeder. Das ist ein Stoizismus. Stoizismus, genau. Es ist Philosophie. Wir haben darüber geredet, weil sind wir auf das Thema gekommen. Es ist, glaube ich, darum gegangen, dass du wie die Fähigkeit willst lernen, Emotionen viel besser kontrollieren. Genau. Ich habe dir gesagt, das ist etwas, was du hast, finde ich, wo ich ab und zu nicht so unter Kontrolle habe. Also wenn ich emotional bin, dann merkt man das. Wie gesagt, auf der einen Seite kann man sagen, es ist authentisch, auf der anderen Seite kann man sagen, Alter, du bist erwachsen, steuer mal deine Emotionen ein bisschen. Und dann hast du ein bisschen von dem Stoizismus erzählt, fix. Genau. Und ich habe gedacht, am besten, ich stelle dir einfach Fragen, wo man sich im Stoizismus stellt. Also, nochmal, ich habe akustisch nicht verstanden. Also ich stelle dir jetzt Fragen, Ja? wo man sich im Stoizismus als Philosophie sich selber stellt. Okay, gerne. Ja. Also. Mit wem verbringst du deine Zeit? 5 Leute. Mit mir, mit dem Emra, mit dem Berat, mit dem Bass, mit meiner Nichte. Das würde ich sagen, das sind die Leute, die dich am meisten beeinflussen. Nein, so würde ich es nicht definieren. Nein. Ich würde sagen, das sind die Leute, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. Aber die Zeit ist ja für mich gewinnbringend, darum verbringe ich Zeit mit denen. Also beeinflussen positiv und negativ, Ja. beides. Ja, doch, ich bin auch drin, ja. Ich glaube, der mich am meisten positiv oder negativ beeinflussen kann, bin ich selber. Habe ich das Gefühl. Aber ja, voll, kann man so sagen. Das ist, man sagt ja, also, du bist die 5 Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Du bist du. Komplett mit denen. Mit allen. Das ist der Berat, das ist meine Nichte zum Beispiel. Okay, also ich definiere meine Person am meisten durch die 5 Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja, aber jetzt, ja Bro, ich schwöre, mal, wenn ich es ein bisschen so auf eine tiefgründigere Art reflektiere, ist schon, dass jeder von diesen Charakteren ein Bedürfnis in mir befriedigt. No homo. Darf man das nicht mehr sagen? Oh Scheiße. Cut! Nochmal neu! Alles neu! Zum Beispiel meine Enkelin. Großvater. Meine Nichte tut so das Ding ausfüllen. Soll ich aber so tief gehen oder soll ich starten? Du bist der Therapeut. Geh rein. Geh rein. Tauch mal eine Runde. Tauch mal.
Sie erfüllt so halt das, ich bin 30, es ist schön, so als Kind aufwachsen zu sehen, wie egoistisch das auch tönt, sind deine Gene irgendwo durch, wie drin, also die von meinem Bruder mehr. Der Bass stillt so ein bisschen das, er ist für alles zu zahlen, Bro. Er ist so, go for it einfach rein. Und dort bin ich ab und zu ein bisschen gehemmt, so. Wenn ich mich nicht wohlfühle, dann bin ich auch ein bisschen komisch im Kontakt, bin so ein bisschen distanziert, emotional. Der Berat hat einfach Feuer, wo ich brutal liebe, Bro, und er verkörpert für mich so einen richtig loyalen Kollegen und ich finde das mega erstrebenswert. Ja. Shoutout an alle bis jetzt. Und der Emre ist auch so, Bro, so eine wilde Seite und dann auch der Kampfsport, der hat mich in das Jiu-Jitsu reingebracht, wo jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Profi bin oder irgendwie, keine Ahnung, unfuckable bin, aber es gibt mir mega viel so für meinen Kopf, der Sport. Und ja, auch der Austausch, den ich so ein bisschen mit ihm habe. Plus habe ich nie einen Kollegen gehabt, der die gleiche Muttersprache redet mit mir. Mhm. Wo ich jetzt auch das so mit ihm teilen kann, der Humor, so weißt. Ja, das ist mein Laden von den Gefühlen. Interessant. Jetzt vielleicht eine andere Frage. Das ist ein bisschen Exkursion. Könntest du eine Nacht machen? Okay. Und du könntest 5 Leute einladen. Mhm. Und das ist jetzt losgelöst von der ersten Frage. Mhm. Du könntest 5 Leute einladen, egal wer. Tot, lebendig, fiktiv, aus einem Film, ein Filmcharakter. Okay, so weit. Alles. Du kannst auch einen Superheld nehmen, du kannst so einen Goku nehmen. Okay. 5 Leute. 5 Leute. Serdar Somuncu, ein deutscher Kabarettist, der voll meine Jugend geprägt hat, muss ich sagen. Und auch ich so sein Mindset oder seine Art von Satire oder Humor, wie man es will nennen, mega angenehm finde. Dann, ich glaube, der John Bon Jones. Der, keine Ahnung, ist einfach ein Motherfucker. Wegen dem? Ja, Bro, er ist einfach... Es ist schon krass, Bro, dass du unbesiegt bist. Easy hat einmal verloren, Disqualifikation wegen dem 12-6 Elbow, aber er ist sportlich gesehen so eine Maschine, Bro, und er liefert einfach. Und seine Story ist auch krass. Er hat ja Brüder und sind ja alle Profisportler. Einer ist, glaube ich, Footballer, wenn ich mich nicht täusche, einer, keine Ahnung was. Und weil ich mich auch so ein bisschen für die Psyche interessiere, würde mich das mega wundern, wie es in seinem Leben war, dass alle dort sind, wo sie wie sind. Und wer steckt eigentlich dahinter? Hinter dem Mensch. So. Ja, eben. Ich bin so ein bisschen ein Fan, Bro, und dann willst du ja, glaube ich, auch so dein Vorbild, also Vorbild, Bro, nicht, dass ich jetzt in die UFC will, man, aber das. Dann der Michael Jackson, weil ich die ganzen Vorwürfe, die es gibt gegen ihn, würde ich gerne herausfinden, ob das... Also ich würde gerne auf mein Gespür hören, ob das etwas drin hat oder nicht, weil irgendwie glaube ich es nicht. Ich finde ihn auch ein maximaler Künstler, Bro. Seine Musik ist, also auch sein Tanzstil, das hat unsere Generation, also bis heute hat es noch geprägt, weißt du, beides, musikalisch und auch tänzerisch. Wie viel habe ich jetzt? 4. Serdar Somuncu, John Jones, Michael Jackson. Dann der Obito. Uchiha Obito. Viel einfach, Bro. Seine Story wirklich. Also, die Naruto geschaut haben, wissen, glaube ich, von was ich rede. Du hast es auch geschaut. Sonst wären wir, glaube ich, nicht so eng befreundet. Aber, ja, keine Ahnung, seine Story. So. Ich finde, er verkörpert auch ein bisschen, also ich habe das ja tätowiert, du hast es ja letztes Mal erkannt. Er verkörpert für mich, dass ein Mensch eigentlich nur eine leere Hülle ist und mit dem, was du fühlst, das wird es dann, oder? Er ist ja am Anfang mega gut, weil er ein schönes Leben hat und dann durch die Pressure, durch all den Scheiß, finde ich, verkörpert es mega schön, findet aber dann gleich wieder zu seinem eigentlichen Wesen, zum Guten. Mhm. Für die ich jetzt gespoilert habe, ist auch ein bisschen spät, wenn ihr bis jetzt nicht Naruto geschaut habt. Ja, absolut. Also, fair enough. Das kann man nicht nachholen. Ja, also kannst schon, aber du musst dich jetzt nicht aufregen, dass gespoilert worden ist. Es ist so. Ja. Dann habe ich. Sind das 5? Und 4 sind das? Noch einen hast du. Noch einen.
Und ein Drache, Bro. Mal eine Runde fliegen. Nein, Bro, ganz ehrlich, Khaleesi. Wer? Khaleesi. Ah, du hast, oh mein Gott, das ist etwas, was ich nicht verstanden bei dir, aber zusammen mit Game of Thrones nicht geschaut. Ja, ich bin einer von denen. Es gibt Du bist einer von denen. Und dort hat es eine Frau, Bro, sie heißt Khaleesi. Die Mutter der Drachen. Die hat so einen krassen Titel. Die Feuerbänderin von dem. Der ist seitdem sein Typ. So, das ist krasse krasse Riesentitel, Titel, Riesentitel. Doktor, Rechtsanwalt. Ja, genau, Prof, drr. Aber. aber maximal schöne Frau. Also so Definition optisch und auch so ein bisschen von ihrem Charakter Traumfrau. Ich finde sie mega sexy. Was sind so Werte an einer Frau, die attraktiv sind für dich? Werte. Auch, Oder auch Charakterzüge? oder auch Aussehen, oder nicht? Kennst du doch? Nein, aber ist das auch gefragt? Oder? Okay. Blond. Blauer. Nein. Bro, Authentizität, würde ich sagen, wirklich, dass eine Frau real ist. Ich kann nicht gerne Frauen, die so ein bisschen in die alte, also ausgelutschte Rolle fallen, wie so, ich mache alles, was der Mann sagt. Das finde ich extrem unattraktiv. Ich habe gerne, wenn eine Frau unabhängig ist. Kompromissbereitschaft ist sicher so etwas. Ich bin ein diskutierfreudiger Mensch, also ich schreie nicht, ich mache nicht, aber ja, Ehrlichkeit, ich glaube, das sind so die Standardsachen, wo keiner sagt, glaube ich, will eine unehrliche Frau. Das sind so, ein bisschen sapiosexuell bin ich auch, also so Intelligenz ist etwas, was mich mega... Will ich eine kleine Katze? Nein, finde ich etwas mega Attraktives. Ja, das sind so Charakterzüge oder Attribute, wo ich sage, kann man machen. Kann man. Gegenfrage, und bei dir? Oder musst du dein Quiz zuerst fertig machen? Nein, da kann man wieder Rein, raus, rein, hin. Rechts, links. Bei mir loyal, natürlich. Feminin. Ja. Sehr, Klinke ich ein. sehr wichtig. Ja. Sehr wichtig. Unglaublich. Ganz kurz, ich will nicht, dass was ich vorher gesagt habe, so dass man für sich einsteht. Ich rede jetzt nicht von so einer Shisha-Bar-Frau, die «Hey Mann, red mal richtig mit mir, Mann!» Nicht so, weißt du? Schon eine feminine Frau, die aber... Kennst du, oder? No front an dieser Stelle. Ich bin auch früher auf der Shisha-Bar, aber ich glaube, die Zeit habe ich schon seit längerer Zeit durch. Es fängt wieder an. Der touchiert wieder den Mikrofon. Ich bin halt immer vom Lachen, weil ich führen muss und das Mikrofon. Bro, es ist voll authentisch. Eben einfach so. Okay, sorry fürs Interrupten, du. Alles gut. Aber ja, Feminin, ja. Sehr, sehr... So ein bisschen fürsorglich. Einfach so, jemand, der mitdenkt. Ja. Zum Beispiel, mach ein Beispiel. Keine Ahnung, irgendwie, du bist zusammen unterwegs und sagen wir, beide wissen, es ist eine längere Autofahrt. Mhm. Dann gibt es die einfach annehmen, wir halten dann irgendwo, kaufen wir dort etwas. Und dann gibt es die so, hey, es ist eine lange Fahrt, ich nehme vielleicht das und das mit. Einfach so kleine Sachen, Ja. wo so, hey, die benutzen den Ballermann hier oben. Voll. Oder finde ich, was auch so ein bisschen Fakt ist, du sagst zum Beispiel, keine Ahnung, du hast den Proteinshake von Piep, gern. Wegen keiner Werbung, weißt du. Und dann kommst du mal vom Training heim und sie hat dir den gekauft im Kühlschrank steht danach. Voll. So etwas. So mitdenken, nicht sie muss alles für dich machen, sondern ja, das Gespür haben, fürsorglich. Zeigt auch ein bisschen so Mami-Attribut, Bro. Und am Ende des Tages, wenn du Familie planst, schaust du an, wenn du eine Frau finden willst, dass es auch eine potenzielle Mutter ist. Also was Absolut. du von einer Mutter erwartest, weißt du, die Dings, Sie muss egal. keine Bad Bitch sein, sie muss ein Haus, also weißt du, so Familie können führen. Voll, mit dir gemeinsam, ja, voll. Und das ist nicht etwas, was du erwartest und du selber nicht bringst, weißt
Das gibt ja auch die Leute, die Typen, die einfach Füße hoch tun und Ja, sagen, ja, ja. die muss das, was machst du nicht, ich bin einfach da. So, das Ja. sind ja auch Attribute, wo ich von dir sagen kann, du hast die auch, also hast du auch das Recht, die einzufordern. Also. Absolut. Mega banal, aber fröhlich. Einfach happy. Fun to be around. Ja. Weißt du, so, ich hasse miese Peter-Frauen. Bro, das ist das Schlimmste. Sie motzen bei jeder Gelegenheit. Weißt du, so, es ist immer alles schlecht und es könnte immer alles. Weißt du, so, Ja. einfach so. Happy. Voll. Mega, einfach, ist so angenehm. Zufrieden, Bro, ja, Ja. wie du es gesagt hast, ist einfach so zufrieden. Ja, nicht so eine Nörgeltante. Also Voll, schon klar, voll. motzen darfst, hat auch seinen Raum und alles gut. Aber so durchs Leben gehen, oder? So Voll. der Mindset einfach Bad Vibes. Ja, so Naysayers. Okay. Ja. Ich glaube, das lange einfach schon. Ja, so Nicht viele kompliziert. Ansprüche habe ich auch Nein, nicht. Nein, ganz einfach. Einfach. Ich habe mega viel mit Kollegen so das Gespräch oder ja doch, das ist so, glaube ich, etwas, was wir mal besprochen haben, das ist so eben so der Zehnerkreis, Bass, Berat, Arbeit, Kriege und so. Dass es etwas gibt, was uns mega wichtig ist und das ist, dass eine Frau ein Hobby hat, Bro. Also, ein Hobby. Etwas, wo sie so abgehen. Oh, ich finde das Wort gerade nicht, Mann. Eine Leidenschaft für etwas hat. Für etwas brennen kann. Es kann egal was sie, es muss nicht mal sein, du musst ein Talent in dem haben, sondern so, ja, ein Skill, wo ihr mega Spass macht und wo sie auch Durchsetzungsvermögen zeigt. Das ist auch zum Beispiel bei Kollegen bei mir mega wichtig. Zum Beispiel bei dir mit dem Kampfsport. Ich finde, das sagt mega viel über einen Menschen aus. Ob du einfach so ein bisschen dahin vegetierst oder ob du wirklich etwas hast, wo dir so ein bisschen Peace gibt in deinem Kopf. Verstehst du, was ich hinaus will? Tust du das widerlegen? Ja, voll in Aus. Ja. Genau. Aber es können die banalsten Sachen sein. Es kann sie Zeit mit der Familie verbringen. Also, Voll. verstehst du, irgendetwas, was einfach den Tag füllt. Ich hasse nichts mehr als Frauen, Bro, die so unselbstständig werden und dann so dich an dir so die ganze Zeit sehen wir uns, machen wir, tun wir und so, Alter, lass mich mal schnaufen, weißt du, du musst ja auch ein bisschen so regenerieren oder egal wie kitschig das wird, aber so Me-Time musst du haben, weißt du, für dich ein bisschen schauen. Und dann, wenn du so eine hast, die nichts zu tun hat, man die ganze Zeit nur rumgammelt, gar keinen Bock, ich sag dir von Herzen. Safe, absolut. Was schaust du, wenn du eine Frau kennenlernst? Es tönt jetzt auch ein bisschen so, ja. Alle Frauen da draußen aufpassen. Ja. Merkt euch, schreibt Notizblock. Treiben. Nein, ich finde, Energie ist etwas, wo, ja, kannst du jetzt sagen kitschig, kannst du jetzt sagen, wie definierst du das? Der Vibe, Bro. Ich sage immer, am Ende geht es einfach um den Vibe, den du mit einem Menschen hast. Wenn du mit dem Mensch bist und dich nicht ausgesogen fühlst. Ich finde zum Beispiel, eine Frau in meinem Leben sollte eine Person sein, die mein inneres Kind führen kommt. Ich habe mal so einen Spruch gedroppt auf Instagram, wo ich so ein bisschen philosophisch unterwegs war. Wenn das innere Kind neben ihr nicht rauskommen will zum Spielen, dann she's not the one, Bro. Weil ich glaube, ich kenne das auch zum Beispiel, wenn ich so rede, das ist auch etwas, was unsere Freundschaft ein bisschen prägt, die Leute checken das sicher. Der Antoine, das ist so, wir haben das kennengelernt, das war gerade der Vibe 2013 und wir haben so geredet, das ist, und das ist eine kindische Seite, du bist ein Kind, du denkst nicht, was denken wie die anderen, weil du dich so wohlfühlst und das Gefühl muss eine Frau bei mir auslösen, aber auch ein Kollege, also jetzt nicht nur wie Frauen. Aber was finde ich eine Frau wie mitbringt, wo ich jetzt nicht bei jedem Kollegen habe, wo mir mega nahe ist, zur einen Seite das innere Kind, aber zu der anderen Seite auch, dass ich meine grössten Probleme mit ihr teilen kann. Ganz ehrlich, dass ich auch mal brüllen darf, Bro. Und es wird nicht gerade meiner Männlichkeit so wie, verstehst du, du, Bro, keine Ahnung, man, so fiktiv ausgedrückt oder so ein bisschen greifbar, Bonnie und Clyde, Bro, ride together, die together, so. So ein bisschen, weißt, Akzeptanz finde ich etwas mega Wichtiges.
Weißt du, wenn jemand immer an dir nörgelt oder so, ist das maximal triggernd, finde ich. Und voll. Ja. Wie findest du das raus, wenn du ihn kennenlernst? Ob der Vibe stimmt, Brüder. Ich glaube mir euch. That's it? Nein, that's the beginning. Also Das- nein, ich meine, Ich will erstes nicht Date. Boah, ich bin nicht ein Typ, der so gerne auf Dates geht. Im Fall. Ich tue mich auch schwierig. Ich kann nicht gerne. Das ist auch das, was ich sage, Authentizität. Das ist so, ich kann nicht gerne, wenn eine Situation künstlich dargestellt ist. Weißt, ich bin aber auch nicht der, der Frauen im Ausgang anspricht. Also, Schwierig, Bro. kann ich nicht. Also kann ich nicht. Ja. Ich lerne Frauen kennen durch keine Ahnung. Nicht, dass ich jetzt Soziales angesprochen Umfeld. werde, sondern im Umfeld, Bro. Wir sind im Ausgang, der ist der Kollege von dem, die hat noch eine Kollegin dabei, so, weißt du. Und ich habe eine Kollegin und, keine Ahnung, Schwester. Und dann halt merkst du es mit dem Vibe, Bro. Es ist so, funktioniert es. Das hast du letztes Mal gesagt, das habe ich mega spannend gefunden. Ist die Person schnell im Kopf? Das, so, das sagst du ja, wenn du jemanden schlau findest, oder? Ja. Also das, und ich habe das einen mega schönen Vergleich gefunden, weil ich teste auch so, ich drop etwas, dann merke ich, checkt es oder checkt es nicht. Also besteht die Tiefe aus, keine Ahnung, Emotionen, Humor, es ist so ein Zusammenspiel aus tausenden Sachen, dass ich überhaupt wie Interesse habe. Ich bin eigentlich, fange schnell für, aber ich verliere es auch sehr schnell, muss ich sagen. Dann, was wie wichtig ist, ist das Lachen, Bro. Lachen. Ob es ein schönes Lachen hat, oder? Nein, scheiß Lachen finde ich viel geiler, wenn sie gruselig lacht und keine Zeit hat. Nein, es ist schönes Lachen, Bro. So, wenn sie lacht, dass so der ganze Körper mitlacht. Also verstehst du, so die Seele mitlacht, man. Es ist keine schwierig zu Ein beschreiben. ehrliches Lachen. Ein ehrliches Lachen, wie du auch gesagt hast, das Fröhliche halt einfach. Das ist mega. Ja, das fällt mir so als erstes auf bei einer Frau. So. Oder ob ich merke, es vibet oder es vibet nicht. Und ja. Interessant. Fett abgeschweift. Hm? Fett abgeschweift. Ja. Aber Back to the roots. wenn du schwierige Situationen hast in deinem Leben, Mhm. egal was es ist, es kann sehr banal sein und leicht, irgendetwas geht auf den Fuß. Reagierst direkt. Etwas passiert, ob ich direkt reagiere. Ja, Bro. Das ist ja das, was mich ein bisschen stört auch an mir. Schau, ich sage dir zum Beispiel ein Beispiel. Also, ich sage dir zum Beispiel ein Beispiel. Wow, riesen Wortschatz. Ich komme ins Geschäft, dann bekomme ich ein Mail, das wichtig ist zum Beantworten. Ich weiss, ich könnte am Nachmittag darauf antworten oder am nächsten Tag mit der ganzen Antwort, weil ich weiss, ich muss noch ein paar Infos holen. Aber ich schreibe dann gerade zurück mit der halben Info, dass es einfach aus meinem Kopf draussen ist und wenn die Info dann wiederkommt, die nächste, dann droppe ich nochmal eine Mail. Obwohl sie eigentlich, es ist ein banales Thema, aber also Banalitäten merke ich es auch. Dass ich nicht ab und zu die Geduld aufbringen kann, Sachen nicht direkt müssen zu erledigen, sondern immer gerade müssen darauf reagieren. Auch zum Beispiel, ich bekomme eine Nachricht, wenn mich eine Nachricht triggert, kann ich es nicht wie so ignorieren und dann später beantworten. Wenn ich es lese, dann löst es etwas aus und dann finde ich es so ein bisschen fair enough, dass die Person die Emotion auch spürt. Auch ein bisschen, dass es mir gut geht. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich denke, es tut ihm sicher gut, sondern ich kann nicht mit so ungelösten Sachen, kann ich es ekelhaft. Interessant. Denkst du dir oft, ob du etwas beeinflussen kannst? Ja, und umso größer ist die Enttäuschung, wenn es dann nicht klappt. Das ist eine mega zentrale Frage im Stoizismus. Kann ich das beeinflussen? Weil du befasst dich dann nur noch mit Sachen, die du kannst beeinflussen. Okay. Also du filterst extrem raus und das tut der Psyche extrem gut. Also wenn du nicht gerade reagierst. Erstens nicht gerade reagieren und zweitens dich wie so fragen, was passiert ist, kann ich das noch beeinflussen? Weißt du, so ein bisschen, wenn du jetzt
krass nimmst, so wie Viktor Frankl. Der hat das hingenommen. Who the fuck is that guy? Weißt du das? Der, Bro. der Psychiater, der im Konzentrationslager war und das Buch geschrieben hat. Bro, ich schwör's dir. Blame on me, aber nein, kann ich nicht. Viktor Frankl. Ja. Krass, ich bin von der Psychiatrie, weil nein, Bro, ich muss ehrlich sein, ich kenne den nicht. Er hat das Buch, wo keine Ahnung wie viel Du kennst Millionen schon viele Bücher. Schon letztes Mal hast du mich so Sachen gefragt, wo ich mir gedacht habe, Bro, Ja, ich lese ab und zu. schon, lies es gerne, gell? Und der war auch so, so, du kannst ja nur, also dem ist einfach alles passiert und er hat wie keinen Weg rausgekommen im Konzentrationslager. Mhm. Aber das Einzige, was er hat machen konnte, ist, wie reagiere ich darauf. Das ist das Einzige, was Okay, ich okay, beeinflussen okay. kann. Also Situation annehmen und das, was du beeinflussen kannst, probieren beeinflussen und die Facts, die rum sind, akzeptieren. fuck it, kann ich so, ja. Ja, kannst So. du nicht. Also was bringt es, meine Gedanken müde zu machen, wenn am Ende die Antwort genau gleich ist? So ein bisschen. Absolut. Okay, krass, muss ich mal lesen. Im Fall. Du hast jetzt irgendwie schon 3 Bücher für mich, die ich jetzt lesen muss. Ja, wenn wir weiterreden, wird die Liste noch länger. Ich habe ihn, also ich habe dir letztes Mal schon gesagt, ich bringe dann 2 Bücher mit. Geil. Ich muss also, ich habe gerne gelesen, eine Zeit lang, jetzt so sicher 2 Jahre kein Buch gelesen. Aber das ist eigentlich schon etwas mega Gutes, aber ja, keine Ahnung. Handyablenkung, Fernsehablenkung, Ausreden über Ausreden. Andere Frage. Yes, sir. Wie sieht dein idealer Tag aus? Was ist der perfekte Tag? Also ein idealer Tag, wo man kann repetieren. Ja, logisch. Nicht ich teleportiere da hin und fliege dann mit den Vögeln um. Bro, ich stehe auf. Wann? Am 6, aber ich bin voll ausgeschlafen. Mhm. So, ich fühle mich voll fit, ich will nicht mehr pennen und es ist schon erst 6 Uhr, also ich hatte den ganzen Tag Zeit. Okay, interessant. Und dann kann ich rollen, ein bisschen Sparring machen. Am Morgen? Ja, am Morgen. Was Ja. machst du vor Kaffee, irgendeinen Shake? Aha, so detailliert. Okay, ich stehe auf, Bro, das ist so ein bisschen mein Morgen. Dann presse ich mir einen Blutorangensaft. Ich schwöre, ich habe das vom Randy, Shoutout wirklich an ihn. Er ist ein fitter Typ, Bro, ein richtig cooler Typ. Und er hat gesagt, a Grapefruit a day bringt mega, also für die Fettverbrennung bringt es mega. Und ist eigentlich gut. Trinkt einfach Grapefruitsaft. Ist mega fein. Dann presse ich mir den, dann gehe ich duschen. Warm, kalt? Zuerst warm, zum Reinkommen. Dann shampoone ich meine Achseln und dann meinen Intimbereich. Und dann am Schluss kalt, ein bisschen zum Wachwerden. Raus, trocknen. Nein, was ich liebe, es ist so ein komischer Fakt, aber ich liebe es unter der Dusche meine Zähne putzen, Bro. Ich schwör's dir. Ich trinke den Saft am Anfang, tue ihn an, auch ein bisschen hydriert, weißt du. Dann mache ich die Zahnbürste, dann gehe ich rein, dusche und dann putze ich meine Zähne. Dann liege ich immer so an in der Badwanne, tue den heißen Duschkopf da drauf. Ich schwör's dir, wirklich. Und dann chill ich so 10 Minuten und nenne es meditieren, nenne es über den Tag nachdenken, ich motiviere mich so ein bisschen für den Tag. Und es ist so ein warmes Gefühl, so, du fühlst dich ein bisschen safe. Dann aufstehen, kühl. Und dann lasse ich mir einen Espresso raus. Oder nein, ich mache mir das selber mit der Mokka-Maschine. Das ist schon der perfekte Tag. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich immer mit dem. Dann gehe ich rollen, wie gesagt. Ein bisschen Sparring. Dann gehe ich meine Nichte besuchen, meinen grossen Bruder. Ich mit ihnen zu mörgeln, gehe ein bisschen mit ihr an den Spielplatz. Dann gehe ich locker gut mit meinen Kollegen, verbringe Zeit mit ihnen, rede über Gott und die Welt. Bescheiden, Bro, wirklich bescheiden. Es sind eher die Interaktionen, die meinen Tag so ein bisschen bereichern. Dann, wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, der Podcast aufnehmen ist für mich mega therapierend. Vielleicht, wenn ich irgendetwas zum Erzählen habe, will ich eine Folge aufnehmen. Ich will ein bisschen im Studio hängen mit den Jungs. Ein bisschen neue Musik hören.
am Abend nochmal ins Training, am Abend zu meinen Eltern essen. Und dann, das was halt nicht da ist, oder was, also ja, nicht irgendwie zum traurig wirken, dann den Abend verbringen mit der Person, die du liebst, Bro, wo du möchtest dein Leben teilen, wo dich erfüllt, wo du zusammen viben kannst, lachen kannst. So einen schönen Abend verbringen und das ist wirklich situativ. Ich kann dir jetzt nicht sagen, Fernsehen schauen, oder? Das kann, so etwas Banales kann an einem Tag mega schön sein. Es kann schön sein, wenn du ins Wellness gehst, es kann schön sein, wenn du in die Berge gehst, wenn du ins Ausland fliegst, das kann ich dir nicht sagen, aber wie es, also mit wem, wie es ist, kann ich dir sagen, aber was genau ich mache, will keine Ahnung. So, Bro, und dann schlafe ich zufrieden und glücklich ein. Das... Was sagt das über mich aus? Das ist ein Freak, oder? Nein, aber so, ich meine, es sagt ja nur, es gibt so ein Sprichwort, zeig mir deine Agenda oder deinen Kalender und ich zeig dir deine Priorität. Okay. Und wie du deinen Tag gestaltest, setzt ja auch deine Prioritäten. Ich meine, du wachst gerne früh auf, willst gerne produktiv sein, aber immer noch voller Energie. Gesund leben, eben mit Juice. Saft! Ein bisschen meditieren in der Dusche. Ja. Warme Gefühl. Sport, Ausgleich, dann Familie, Kollegen, chillen, wirklich einfach und dann Eltern, nochmal Sport und dann Frau. Da kannst du dann Prioritäten im Leben abzählen. Ja, schon. Und es ist komisch, also funny, dass du es sagst, man, in meiner Agenda steht Training, dann habe ich mit dem abgemacht, dann gehe ich zu meiner Mutter, Training. Das ist eigentlich das meistens in meiner Agenda drin. Ja, voll. Spannend, ich schwöre. Ja, interessant. Dein perfekter Tag ist für mich mega... Oder sorry. Du hast gemacht. Ich wollte gerade das sagen, aber da hast du mich geseidet. Jetzt habe ich das vergessen. Das ist vergessen. Das ist eine Ausweichfrage. Ja, Hast du noch drin? boah, mein Rücken. Ja. Schatte. Ich wollte dich fragen, hat dich deine Nichte verändert? Ja. Interessant. Wie alt ist sie? 2 Jahre und einen Monat. Herzig. Ja. Hast du sie noch nie gesehen? Nein. Oh mein Gott, oh, ich muss dir nachher zeigen. Lustig, weil mein Neffe ist 2,5. Ah, Er hat was? mich komplett verändert. Geil. Oh, Schön, anderer ne? Mensch. Wie schön ist Anderer es? Mensch. Wirklich. Was hat es verändert? Keine Ahnung, Bro. Okay, okay. Es ist... Ich sehe ein Kind anders. Mhm. Eben, du siehst, wie die nächste Generation von euch, Bro, deine Gen, Bro, er sieht aus wie ich als Baby, weißt du? Schon, okay. Einfach Schön. mit blauen Augen. Blaue Bisschen hell Augen? Und ein bisschen heller, ja. Aber dein Bruder hat keine blauen Augen? Oder Nein, ist aber deine seine Schwester? Frau. Ist, Seine Frau. Hat blaue Augen. Ja. Okay, was komisch ist. Meine Nichte hat auch blaue Augen. Aber mein Bruder hat auch keine blaue. Sie hat so grünliche Ja. Augen. Ja, wir haben es schon gegeben, mein Vater hat grüne Augen, mein Großvater, all meine Onkel, all grün. Ja. Ich einfach braun. Mein Großvater hat blaue Augen, seine ganze Familie hat blaue Augen. Und von der Frau von meinem Bruder auch die ganze Familie. Großeltern und so. Das ist schon krass. Ja. Also ich hätte gerne blaue Augen, ich sage dir ehrlich. Kackbraun, Junge. Kennst du den Spruch, sorry, von MSN? Braune Augen sind gefährlich, aber in der Liebe sind sie ehrlich. Kannst du die Zeiten nicht? Bro, wo ich 12 war, sind das die Sprüche. Bro, du bist bis 12 in Deutschland gewesen, das erklärt einiges. Wenn du mich verlassen willst, dann verlass mich in Regen, damit du meine Tränen nicht siehst. Kannst du nicht, Bro? Die Sprüche sind für das Shit gewesen, Nein, Pfefferminz. Ment. Ja, was ich will sagen? Sorry. Nein, einfach, dass so ein kleiner Nachwuchs, auch wenn es nicht mal dein ist, Mhm. Bro, für mich, das ist ein Sprössling aus der Familie. Das ist wie meine. Gell, das fühlt sich auch wie deine. Ich schwöre. Und das Geile ist ja so ein bisschen an Onkel sehen,
du hast nur die Benefits. Ja, Wenn es ja. schreit, ist das nicht dein Kind. Gibst du zurück Voll. an den Absender. Genau. Zurück an den Absender, bitte Briefmarke drauflegen. Bro, maximal schönes Gefühl. Ja. Ich kann dir sagen, was ein bisschen mit mir gemacht hat, ist so, auch du siehst das Kind anders und es löst schon auch ein bisschen in dir das, irgendwann will ich vielleicht einmal, also nicht vielleicht, Absolut. irgendwann will ich Papi werden. Und es ist so, ich habe das immer schon so ein bisschen gedacht, ja, wenn du groß, das ist halt normal. Das ist normal Leben, du schaffst dies, das, Freundin heiraten. Also normal. Von früher. Und ich habe immer gedacht, ja, wenn es passiert, passiert. Aber jetzt ist es schon so, es wäre hure schön, Mann. Es wäre schön. Weil es macht schon brutal Fun, ihr zuzuschauen oder bei dir ihm zuzuschauen. Aber ja, wahrscheinlich hat 1000 Schattenseiten, wo man halt nicht, also wahrscheinlich, es ist... Aber ich denke, wir haben unsere 2 Urinstinkt. Ja, Überleben und Fortpflanzen. ja. Was Fortpflanzen ist ja auch ein bisschen Überleben. Oder? Ja, aber quasi, dass du so wie du überlebst, dass du dich fortpflanzen kannst, Okay. dass du deine Gene einfach in die nächste Generation gehst. Das ist Dann so ist ein Level up. Ja. weiter. Ja. Die Ist ja so Gene früher, müssen Bro. überleben. Ohne Medizin, ohne das. Früher war ja Lebenserwartung bei 30 gewesen. Mhm. Und was passiert? Du bist 18 oder keine früher halt dann, wenn du fruchtbar oder Juice da drin hast, da unten. Gehst ballern. Jungsmilch, wie ich mal gelesen habe. Oder Knabenrahm, auch sehr hässlich. Und dann hast du ein Kind, Bro. Und dann, wenn das Kind so alt ist, dann ist 30, dann machst du die Läden zu. Gehst du verrecken. Und jetzt ist einfach, ja, die Lebenserwartung von Leuten, die 2000 und später geboren sind. Was denkst du? Durchschnittslebensserwartung. 90, 100. 100. Schon spannend. Vor ein paar Jahren war es etwa bei 60, 70 gewesen. Nicht mal Ich so lange denke, her. es geht auch noch weiter auf. Schon, denkst du so, Mit Technik, Medizin, Genmanipulation. was denkst du? Einfach so aus der Hüfte geschossen. Es gibt Leute, die sagen, sie wollen 180 werden. Das sind so laufende Versuchskaninchen. Okay, und du sagst, das wär möglich. Das könnte Bro, man der Brian Johnson, der nimmt irgendwie 50 Pille am Tag und tut all Therapien und was auch immer, Sachen messen. Und er meint, seine Biomarkers zeigen quasi, er altert langsamer wie ein 18-Jähriger. Okay. Okay, ja. Ja, dann macht es ja Sinn, dass du auch älter wirst, Genau. wenn der ganze Prozess langsamer ist. Voll. Ich denke, diesen Prozess werden wir in den nächsten Jahren sicher krass können verlangsamen. Also ich meine, man merkt es ja jetzt schon mit all der Optimierungswelt und ich muss den Shake nehmen und ich muss so schlafen und ich muss so trainieren. Das Bro, vor 2 Jahren, das ist doch kein Bro, Schwein. bestes Beispiel, Cristiano Ronaldo. Irgendwie über 30 und hat eine Physis gehabt von einem 23-Jährigen. Ich weiß nicht mehr die Zahlen, aber wieso? Weil er pennt ja am Tag irgendwie mehrmals, immer so eine halbe Stunde oder so. Das geht ja auch schon ein bisschen in das hin, oder? Was muss ich machen, um das Maximum aus dem Körper Voll, rauszuholen? eben. Aber was man nur schon in den letzten, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahren herausgefunden hat, eben mit Kaltduschen, mit Rhythmen, wie du schlafst, mit Intermittent Fasting und was das für, oder wie man isst und keine Ahnung, wie sich gewisse Sachen auf den Körper auswirken und dass man die dann sein lässt und so viel Kack. Also ich weiss, wenn du das alles kombinierst und dann wie noch, keine Ahnung, moderne Technik dazu nimmst, ich meine, sie können wie jetzt schon DNA bearbeiten mit dem CRISP-Verfahren. Ja, ja, habe ich auch mitbekommen. Ja. Macht auch irgendwie ein bisschen Angst, nicht? Oder Ich siehst du denke das sachlich? Absolut sachlich. Ich denke, das gehört zu der Evolution. Okay, okay. Viele sagen, also Gegenmeinung ist ja so, pfuscht nicht rein, die Menschheit, bla. Verstehst du, was ich meine, oder? Absolut. Das ist so die Aber- Gegenpartei. Ein bisschen. Weißt du, ich meine, auf der anderen Seite kann ich sagen, weißt du, wenn der Intellekt so weit ist, dass das möglich ist, wieso nicht? Fair Fact, Bro, ja, voll. Also ich verstehe wie ein bisschen beide Seiten, muss aber auch... Aber das ist so, schwierig. das ist eigentlich der ganz normale Diskurs, den man auch in allem anderen hat.
Früher war es besser, so wie es jetzt ist es am besten. Also die Konservativen und die Modernen. Voll. Ewiger Krieg, wird Ja. nie aufhören. Ist Ja. immer so sein. Immer so sein. Wenn du jung bist, bist du modern, wenn du alt bist, bist du konservativ. Entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Gib dir den. Die... Das ist ein T-Spruch, musst du ziehen lachen. Ja, Bro, ich will gerne ein bisschen Facts über dich noch erzählen. Man, du bist im Gimmi gewesen, wo wir uns kennengelernt haben. Jawohl. Hast dann angefangen, Jus zu studieren. Mhm. Und jetzt, wo stehst du in deinem Leben drin gerade? Fertig mit dem Studium. Letztes Jahr Wie abgeschlossen. lange ist es gegangen? 6 Jahre. Mhm. Aber gute Zeit gewesen. Viel gelernt. Viel über mich gelernt. Man merkt es ja. Ja. Sehr verändert. Zum Positiven, hoffe ich. Kann ich bestätigen. Und ja, jetzt gerade in der Anwaltskanzlei mein Anwaltspraktikum am machen. Voll? Gefällt's dir? Nein. Was ist der Weg, den du noch gehen musst, um dort zu sein, wo du dich gerne selber sehen wirst? Also mein ideale Ich in der Zukunft sehe ich sowieso als Unternehmer. Okay. Definier mal was. Also sagen wir es quasi im Kontrast, ich sehe mich nicht in der klassischen Anwaltskarriere. Ich habe das schon immer wie nur als Werkzeug betrachtet, Ja. wo dir dann später sehr zu gut kommt. Ja, wo der Weg öffnet. Ja, also einfach das Skillset, wo du in der Wirtschaft einfach, es hilft dir mega. Ja. Ja, und darum, für mich ist die Anwaltsprüfung ein Meilenstein und dann wird es ziemlich schnell richtig rein, vielleicht auch früher, wo sehr, sehr unternehmerisch sein sollte. Okay, das hast nur aber von beruflich geredet. Sagt das in dem Programm auch was aus? Ja, du hast mich über etwas Berufliches gefragt. Ich habe gefragt, wo siehst du dich? Ja, wegen... Okay, wir sind ins Studium gekommen, okay, ja, du hast das assoziiert, so, ja, Ja. ja. Wir sind aus... Fair enough, Bro, Weil ich ja. gesagt habe, ich bin nicht zufrieden Ja, mit der Kanzlei. Darum ich einfach mich will in das Programm da ein bisschen einschleichen. ja. Aber haben nicht mit dem zu tun. Wo siehst du dich allgemein, Bro? Also beruflich, so, sonst so. Was für ein Zeitraum? Kein Zeitraum, undefiniert. Das müssen sie. Kompensation? Ja, voll, ein Schritt nach vorne, ein Schritt zurück. Dass es immer im Balance bleibt. Frage, sorry. Undefinierter Zeitraum. Undefinierter Zeitraum. Wo siehst du dich? Wo? Schwierig. Also sicher mal irgendwann als Familienvater. Wie viele Kinder willst du wählen? Kann ich. So viel mir Gott geben. 3, 4, keine Ahnung. 3, 4, okay. Grossfamilie, so, das Stil. Ich denke, das ist, wenn du wie so den Nukleus von der Familie hast und der schon mega gut ist und wie Gleichgesinnte um dich herum, die auch so etwas haben, dann schaffst du eine sehr, sehr starke Community. Und das ist wie so, ich glaube, das ist extrem wichtig, dass dann dein Nachwuchs, du hast all die Werte, dass dass du die auch weitergeben kannst. Du bist viel eher in der Lage, dass die Werte auch an deine Kinder kannst weitergeben kannst, weil du bist nicht die einzige Person, die an die Kinder gibt. Weil die Kinder werden ja von unterschiedlichen Seiten beeinflusst. Sagen wir jetzt, du bist im gleichen Alter, du und ein guter Kollege von dir, der die gleichen Werte vertreten, hat gleichzeitig Kinder und die chillen dann safe miteinander, du chillst mit dem Vater. Ja, muss ja. Du musst. Habt euch jetzt gern. Umarmt euch. Und sagen wir jetzt ein dummes Beispiel, die sind dann beide in der gleichen Klasse und in der Schule kommt irgendein Thema, wo du nicht willst, dass deine Kinder so denken. Mhm. Egal was es ist. Mhm. Ich lasse es jetzt offen.
indem du deinem Kind dann irgendwann kannst sagen, so, hey, weißt, hinterfrag das, hinterfrag alles, was du hörst. Und wir sehen es so, sie sehen es vielleicht so und die rundum von uns sehen es so, aber weißt, bild deine eigene Meinung, weißt, dass deine Kinder selber denken. Aber auch deine Werte wie... Genau. Okay. Recht frech gefragt, darf ich? Frag. Ist das nicht auch ein bisschen so ein narzisstischer Charakterzug, dass man sagt, ich habe gute Werte, ich bin überzeugt von diesen Werten und die dürfen nicht aussterben und ich benutze das Kind ein bisschen als Werkzeug, um dass mein Way of Life weiterlebt? Ist frech gefragt, Bro. Bewusst. Nein, nicht, dass absolut, ich das absolut denke, fair. sondern... Ich sehe es wie aus einer anderen Perspektive. Welcher? Ich denke, ich habe 2, 3 Sachen im Leben richtig gemacht. Ich denke, ich bin generell auf einem guten Weg in meinem Leben. Und ich denke, ich werde zu dem Zeitpunkt, also ich hoffe es natürlich, genug kompetent sein, um an einem Kind das weiterzugeben, weil ich sehe, es funktioniert bei mir. Ja, okay. Und ich sage nicht, das ist der einzige Weg, aber ich denke, ich bin genug, zu dem Zeitpunkt dann hoffentlich genug kompetent, um das weiterzugeben mit einem guten Gewissen, dass das nicht nur gut fürs Kind ist, sondern auch fürs Umfeld, für die Gesellschaft. Du sagst aber auch, das ist nicht der einzige Grund, für solches Kind will. Es ist ein Mitgrund, aber ich sage nicht, ich brauche ein Kind, um wie mich können, gesagt, am Leben erhalten. Es sind auch andere 1000 Gründe, die du jetzt auch vorher erzählt hast mit deinem Neffen. Oder? Das ist wahrscheinlich schon richtig. Ja, absolut. Ja, Also okay, ich denke, es ist ein sehr... Es ist ein mega Urinstinkt, wenn du das siehst. Ja, und das, 100%, Bro. Voll bei dir, was das angeht. Ja, vielleicht eben dem Kind Sachen ermöglichen oder Fehler, die du vielleicht gemacht hast, vermeiden lassen. Ja. Ja. Also ich sehe das auch so. Ich sage auch, ich finde, dass ich gute Werte habe. Ich finde, ich würde das gerne wie weitergeben meinem Kind. Und auch mit dem, die Fehler, die ich gemacht habe. Das ist aber auch ein egoistischer Gedanke und dessen bin ich mir ja bewusst. Weißt? Und das ist ja voll okay. So. Das haben wir ja letztes Mal auch gehabt, Bro. Auch der Grund, wieso du in eine Beziehung gehst. Also alles am Ende des Tages, der Grundgedanke ist immer Egoismus, weil du dich ja bereichern willst. Wenn du eine Freundin hast, Also hast du die positive du Gefühle. stillst einfach irgendein Bedürfnis von dir. Genau. Und das ist ja eigentlich... Es ist einfach negativ annotiert, aber das Bedürfnis... Ja, also ist egoistisch. okay, Ich meine es wirklich null wertend, aber es hat ein bisschen immer einen negativen Beigeschmack. Das ist wie Kritik. Wenn ich sage, kann ich die Kritik bei dir ausüben, dann denken die Leute gerade, okay, das ist etwas Negatives. Ja. Obwohl eigentlich Kritik kannst du eigentlich ignorieren, wenn du denkst, hat keine Hand und Fuß oder wer ist die Person, dass sie dir das jetzt sagt. Oder du versuchst mal das aus einer Perspektive zu sehen. Und ich habe mega viel von dem gelernt, man, muss ich ehrlich sagen. Sehr. Also schon allein eben, das ist das letzte Gespräch. Das ist, so, also das ist jetzt nicht Kritik, aber ich finde, die Leute tun sich mega schwer, von anderen Leuten etwas wie anzunehmen. Das wird auch immer als Schwäche gesehen. So. Zum Beispiel Entschuldigen wird so oft als Schwäche gesehen, das ist etwas, was mich maximal triggert. Entschuldige dich nicht, sonst denkt er, du bist im Unrecht. So etwas zum Beispiel. Ich sage nicht, dass es mir immer gelingt. Mir passiert das 1000 Mal. Aber es ist auch etwas, was mich voll stresst. Bei mir selber und auch in der Gesellschaft. Ich finde, bei Entschuldigungen, entschuldige dich nur, wenn es dir leid tut. Ja. Simpel. Du machst es weniger, aber es ist ehrlich. Ich finde aber auch, man kann sich... Blöd gesagt, ich habe etwas gemacht, ich bin eigentlich nicht im Unrecht, die Person hat sich dann wie scheiße gefühlt oder ist ins Loch hineingefallen. Finde ich auch, man sollte die Psyche von dem Menschen, wenn man die dann liebt, ob das jetzt Kollege, Mutter, was auch immer ist, genug würdigen oder respektieren, dass du auch sagen kannst, hey, ich will mich entschuldigen, dass es das in dir wie ausgelöst hat. Also nicht, ich entschuldige... Aber das tut dir dann auch wirklich leid. Genau. Es ist nicht die Aktion, sondern wie du dich fühlst. Voll. Wenn du präzise bist mit deinen Worten.
Ja. Absolut Ja. legitim, weil es Ja. stimmt, es ist korrekt. Du lügst nicht. Voll. Einfach, dass sich jemand anders fühlt. Wir sollen tiefe Themen kraten. Ja. Schön. Ja, also ich denke sehr, dass deine Sprache dich sehr beeinflusst. Extrem. Heisst? Deine Wie du Wortwahl? redest. Ja. Wie du redest. Okay, also wenn du zum Beispiel immer sagst, oh, der Wort ist so, dass du negativ auch ein bisschen eingestellt bist, oder dass sich das... Ich denke, es Hast du verstärkt gemacht? sicher, aber mehr wie banale Sachen. Dummes Beispiel. Ich brich zusammen. Einfach so als Witz. Weißt du, wenn du dir das 10-mal am Tag sagst, irgendwann fühlst du dich nicht mehr... Meinst du? Ja. Also ich sag, ich bin voll anders, was das angeht, Bro. Ich bin so, wenn ich hässig bin, sage ich, oh mein Gott, am liebsten würde ich gerade verrecken, Mann. Aber ich will dann nicht verrecken. Es ist einfach eine Art, oder die Sprache ist wie ein Werkzeug, wo ich meine Emotionen abbauen kann. Anderes Beispiel, ich bin im Auto, jemand fährt fast in mich rein, dann motzt er noch, oder irgendetwas. So, auf Türkisch sagt man «Suçlu ve güçlü», du bist schuldig und dann noch der Stark dabei, weißt du? Du machst so einen auf «Ich habe recht». Bro, ich verfluche dem 17 Ich meine nicht das. Familienmitglieder. Es ist so, weißt du, ich bin maximal hässlich und ich sage, boah, verreck doch einfach. Aber ich tue meinem Ärger einfach wie so eine Stimme geben, verstehst du? Ich will niemals will, dass mir etwas passiert oder dass seine Mutter auseinandergenommen wird. Also weißt du, das will ich ja nicht, aber... Ich verstehe, dass das Sprache vielleicht bei dir auch ein Ventil ist. Ja, ja. Ich meine mehr Gewohnheitssachen, die dich vielleicht negativ oder positiv annehmen. Also wie du mit dir selber redest, beeinflusst dich. Okay, okay. Wenn du im Dunkeln bist mit dir und... Nicht mal, einfach... Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen sich am Tag durch auch Sachen im Alltag. Bro, also ich sag dir, mein Leben ist ein durchgehender Monolog mit mir selber. Ja, glaube Also ich rede die ganze Zeit. Also wenn ich nicht mit jemand anderem rede bin, rede ich mit mir. Das ist so... Ja. Also deine Gedanken, nennst du, wie du das willst. Es ist nicht so, dass ich die 6 Köpfe da in meinem Hirn höre. Aber... Ja. Okay, das ist eher das, was du meinst. Nicht, dass du nach laut, blöd gesagt, aussen sagst, sondern... Auch ein bisschen, wie du dich in der Gesellschaft siehst, man. Also, siehst du dich als Opfer, bist du immer der, Ja, mir genau. geht so schlecht, ich kann nicht mehr, Voll. alle sind gegen mich. Und Genau das. dass das dann auch, dass du das wie anziehst, weil man, also keine Ahnung, kann man so... Ja, du manifestierst Genau, es. ich habe eine Kollegin letztes Mal da, ich kam jetzt Nintendo Switch gespielt. Und dann haben wir über das geredet, über das Manifestieren, und sie hat gesagt, das hat wirklich etwas. Das ist nicht etwas einfach gesagt und du ziehst das an, du kannst das so ein bisschen low-key beeinflussen, keine Ahnung. nennen Sie das Darum so. ist Glaube so stark. Ja, Egal was es ist, an das du glaubst. ja. Jeder glaubt an irgendetwas. Ein Voll. paar wissen es, ein paar wissen es nicht. Voll. Braucht es auch ein bisschen wie, weil wir eigentlich keine Ahnung haben, was passiert. Ja. Also keine Ahnung, es kann sein Himmel, Hölle, es kann sein, es ist einfach Ruhe. Sendepause. Ja, voll. Schicht im Schach. Es kann aber auch etwas ganz anderes sein. Es kann Aliens sein, es kann keine Ahnung was sein. Wir haben keine Ahnung und darum ist es wichtig, glaube ich, wie der Gedanke, wenn dann fertig ist, ist fertig. Aber das ist auch der Grund, wieso ich sage, ist Religion überhaupt entstanden? Also nenn das jetzt, wie du das willst. Aber früher hat es kein Gesetz gegeben, Bro. Früher war es Survival of the Fittest, mal, um das so auszudrücken. Wenn du der Stärker warst, dann hast du seinen Kopf zermatscht und hast das Essen weggenommen. Also so what? Was will er dir machen? Gewissen und so, Bro. Wir sind früher nicht so sozialisiert wie jetzt. Ja, was? Und dann glaube ich, dass die Religion entstanden ist, dass Leute gesagt haben, ey, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht stimmt, sei dahingestellt. Weißt? Das möchte ich jetzt nicht damit ankreiden, aber da ist eine höhere Macht, Alter. Du kannst jetzt schon den umbringen, vergewaltigen, was auch immer, aber abgerechnet wird dann, dass das die Leute auch im Zaun gehalten hat, man. Also ob er jetzt Gottes Stimme gehört hat oder nicht, aber der Jesus ist intelligent gewesen, Bro, man. Er ist For survival.
Wie? Rules for Survival. Ja, voll. Er ist intelligent as fuck, Simon. Das würde ich so mal in den Raum stellen. Ich finde es aber immer noch sehr krass, wie zum Beispiel mega viel so tägliche Sachen, die du in Religionen machst, sagen wir im Islam. Du betest, du machst Dankbarkeit und du fastest, all das Zeug, das man wie jetzt herausfindet, und das habe ich immer noch nicht gelöst in meinem Kopf. Dass man jetzt herausfindet, wie was für Vorteile nur schon zum Beispiel Fasten hat. Eben so Intermittent Fasting ist nicht so ein Fasten, das ist voll der Trend. Die haben das vor 2000 Jahren gemacht. Die machen das jeden Monat. Also einmal im Jahr, einen ganzen Monat. Die haben das damals schon gemacht. Und jetzt ist mein Knoten im Kopf, ist es ein Huhn-Ei-Problem. Haben wir das jetzt herausgefunden, aufgrund von dem, dass die das schon lange machen? Oder haben wir es herausgefunden, weil erst jetzt quasi Technik und der Fortschritt so ist, dass man das wie unabhängig von so etwas entdeckt hat? Mhm. Ich glaube, ja, also man hat es erst jetzt entdeckt, würde ich sagen, oder halt dann, wenn es entdeckt worden ist. Weil ich auch, also das so kennen, korrigiere mich, ich bin jetzt nicht Theologe oder sonst etwas, oder Religion ist jetzt nicht so ein Thema, wo ich fett rauskomme. Das ist ja, dass du die Armen kannst verstehen, die Leute, die nichts haben, das ist ja der Grundgedanke, wieso du es machst. Aber jetzt, abgesehen von dem, rein gesundheitliche Vorteile, die das bringt, die haben das damals gar nicht wissen. Genau, und darum sage ich dir, die haben das nicht gewusst. Weil die haben das einfach aus dem Grund gemacht, die Sonne geht auf, du darfst nicht mehr essen, die Sonne geht runter, du kannst wieder essen. Glaube ich nicht, dass die gedacht haben, das tut mir wie gut oder keine Ahnung, es ist gesundheitlich mega fördernd. Boah, man muss auch sagen, unsere Ernährung ist noch nie so wack, wie sie jetzt ist. Also weißt, das ist ja auch etwas, Schokolade tut es gut, weil wenn du frisst, also nicht, dass ich jetzt da voll der Healthy Boy bin, aber keine Ahnung, allgemein, das Essen ist doch nicht mehr das, was es früher war. Aber nur schon die Tatsache, dass du, weißt, egal was für eine Nahrung du zu dir nimmst, einfach, dass du mal deiner Verdauung eine Pause gibst über eine längere Zeit, deine Wasseraufnahme, deine Nahrungsaufnahme, weißt, dass das alles mal wie eine Pause braucht und wie so ein Reset, und dass das extrem gut ist für den Körper, das haben die nicht gewusst. Ja, aber das führe ich dann noch weiter zurück, Bro, weil ich bin der Meinung, das ist etwas, was der Evolution geschuldet ist ja auch klar, darum tut es uns ja heute gut. Früher haben wir nicht einfach in den Supermarkt gehen und geil, da hast du jetzt Fleisch, da hast du jetzt dies, da hast du das. Du bist jagen, dann hast du gefressen, dann hast du gepennt, dann hast du einfach wie nichts gehabt. Und unser Körper, da bist du ja auch, glaube ich, der Meinung, eignet sich Sachen an, also wir sind mega wandlungsfähig. Adaptiv, ja. Oder adaptiv, genau. Das ist Fluch und Sagen. Voll. Und das ist etwas, wo der Evolution geschuldet ist, dass uns immer noch mega gut tut, sage ich. Okay, nehmen wir jetzt ein anderes Beispiel. Dankbarkeit. Man hat vielleicht in den letzten, keine Ahnung, wie viele Jahre herausgefunden, wie gut das ein Mensch tut. Jetzt aus der Psychologie oder aus all dem Self-Improvement-Zeug. Und das ist ein täglicher Bestandteil von religiösen Leuten. Sie sind dankbar für alles, was sie haben, und sie zählen es täglich auf. Das ist wirklich ein Ausüben davon. Ja. Auch wieder das gleiche Problem. Ist das inspiriert worden durch die Religion oder ist es unabhängig? Aber willst du Dankbarkeit wirklich auf Religion reduzieren? Nein, also ich glaube, es ist ja allgemeine Lebenseinstellung. So nein, ich rede von, sagen wir, es gibt wie man empfiehlt so ein Gratitude Journal. Das habe ich schon gemacht. Vor dem Schlafen gehen. Fix. Schreibst 5 Sachen auf, für die du dankbar bist, und 2 davon müssen sogar ultra banal sein. Ja. Wie der Kaffee, die Minze in dem Wasser. Heute so. Der Wind am 12 wird gut da. Ja, Banalität einfach. Und das ist wie so losgelöst von Religion. Aber es tut der Psyche extrem gut. Mega. In der Religion ist es ein Gebot, also du machst es einfach täglich.
zum Gebet oder vor dem Gebet oder nach dem Gebet oder was auch immer, vor dem Schlafen gehen, ganz Deutsch. Aber es wird aufgezählt. Ich bedanke mich für das, ich wünsche dem das Gutes. Auch das Ding, du tust ja wie andere quasi segnen und du sagst so, ich hoffe dem geht's gut, ich hoffe dem geht's gut, also deine Ängste. Das habe ich auch mal versucht, habe ich in einem Podcast gehört. Du hast jeden Abend, habe ich mir irgendwie 3 Leute vorgenommen, die ich kenne und denen einfach irgendetwas Gutes gewünscht. Egal was. Egal was in Struggle sie gerade haben, ich habe gewünscht das und das. Aber ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Also. Ich habe mich noch nie so verbunden zu diesen Leuten gefühlt, obwohl ich nicht mal Kontakt hatte zu denen. Ja. Auch so etwas. Ist es beeinflusst worden von dem, oder? Bro, also weißt du, in der Regel, ich möchte jetzt da keine, vielleicht kann das so ein bisschen verwirrend sein. In der Regel sind Religionen ja etwas Gutes, also der Ansatz der Religion ist ja gut. Was einfach nicht gut ist, finde ich, dass du etwas, was vor so vielen Jahren, ja, ist auch ein bisschen Logo, was du sagst, geschrieben worden ist, geschickt worden ist, gesandt worden ist, was auch immer, dass das in der heutigen Welt nicht mehr zu 100% wie durchgeführt werden kann. Safe. Weil, wie gesagt, Religion ist etwas mega Schönes. Also wenn die Tasse, nicht jetzt weil mein Logo drauf ist, aber dein Gott wie ist und dir Kraft gibt, ey, dann ist doch das also dann ist das für mich als dein Kollege etwas mega Schönes und dann respektiere ich das, ich schaue, dass ich dir nicht kaputt mache. Und das verstehe ich so ein bisschen nicht mit dem Beef von der Religionen. Nein, meine ist, nein, deine ist, nein. Verstehst du? Und natürlich Extremismus. Das sind so zwei Sachen, die ein bisschen immer verbunden werden. Egal, Bro, ich sage jetzt, Extremismus ist Islam. Also wir kennen auch im Christentum sehr extremistische, also es geht gar nicht irgendwie zum Definieren. Aber es ist ja auch so etwas. Du sagst Extremismus, alle denken an Islam. Ja. Verstehst du? Und für mich ist so Religion etwas, ich halte mich wirklich, Völlig fair. ja, ein bisschen distanziert, so. Es ist etwas, wo ich nicht rauskomme. Wie gesagt, man sagt so schön, es ist immer etwas zwischen dir und Gott, es geht niemand etwas an. Ja, keine Ahnung. Ich finde, die Werte sind in der Religion vertreten, aber weil auch Religionen ein bisschen so ein Handbuch sind von früher, how to live my life. Absolut. Also, und das sind ja schöne Sachen. Respekt, Liebe, Nächstenliebe, Verzeihen. Alles mega schöne Sachen. Meinst du, muss es für die heutige Zeit interpretiert werden? Ja. Voll. Also, ich habe mal ein paar Sachen gelesen und Bro, also lies, ich weiß nicht, du hast dich sicher mit dem befasst, aber wenn du Sachen liest, sechs von der Bibel oder vom Koran, ich habe jetzt nur die zwei gelesen. Bro. Ja, I know. What the fuck, man? Also, Ja. probier ihn davon überzeugen, probier nochmal, wenn nicht, dann ist er wie nichts wert, so ein bisschen. Und das steht in beiden Büchern ein bisschen. Also, Aber das ich weiß nicht, ob ist... das Alte oder Neue Testament ist jetzt, aber wo ich so denke, dann sagen die, ja nein, du musst das nicht so verstehen, du musst es so und so verstehen, dann schreib es doch so an. Also wieso darf man das nicht? Wörtlich nein. Nein, man sollte es nicht wörtlich nehmen, aber wieso kann man das dann nicht so leben? Und ich finde zum Beispiel, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist mega religiös, Bro. Und mega schön, wie das ihm Kraft gibt, Bro. Er betet da, weißt, er geht seine Gebete machen. Er hat nicht einmal mir gesagt, hey Bro, wieso bist du jetzt nicht so krass religiös? Wieso bist du tätowiert und so? Wieso trinkst du Alkohol? Wieso machst du... Nie im Leben. Und das finde ich so etwas mega Schönes, weil ich finde, Religion sollte immer etwas für dich allein sein, weißt. Mach's für dich. 100%. Wenn jemand fragt, ey Bro, wieso bist du so ausgeglichen? Und so wie wir jetzt reden, dann klar, dann redest du drüber. Das sind ja Facts, die du wirklich kannst offenbaren. Aber Das versucht dich ja niemand so belehren. So. Genau. Du hast danach gefragt. Ja. genau, du bist danach gefragt, das ist ja alles cool, aber das sind so Sachen, die mich ein bisschen stören, man, was mit diesem Thema so ein bisschen Aber das ist ja jetzt, zum einfach mal Religion als Thema rausnehmen, ist ja mit allem so. Ich komme ja auch nicht zu dir und sage, hey Bro, ich finde von die Pflanzen musst du öfters gießen oder Bro, mach das doch so. Wie bist du als Kollege, habe ich dich gefragt, hast du irgendeine Expertise in dem oder so? Mhm. Aber also findest du jetzt...
Aber das ist wie so allgemein anwendbar, denke ich, der Gedanke. Aha, der, wo ich jetzt wie gesagt Genau. habe. Bro, ich finde nicht, nein, wenn du da ankommst, und das ist jetzt wie zum Beispiel, wo ich dir gesagt habe, ey Bro, schau, dass du nicht ans Mikrofon kommst, dann finde ich das nicht, dann darf ich das wie schon sagen, weil... Ja, weil... Oder du kannst auch da ankommen und mir sagen, und es ist ja auch so, die Pflanze könnte ich wirklich mehr gießen. Ey Bro, gieß doch wie die Pflanze ein bisschen mehr. Du bist mir näher genug, dass ich das nicht auf die affige Basis wie nehme. Verstehst du? Ich denke mir nicht so, was hat das Gefühl, man? Ist das sein Studio? Oder wenn du sagst zum Beispiel, hey Bro, tu mal das Logo ein bisschen mehr nach links oder so. Ich finde das nicht so, wer hätte ich nach deiner Meinung Aber fragen? das ist mehr... Der Ton macht die Musik. Die Art und Genau, Weise, wie du genau. sagst. Das sage ich, das ist wirklich Mentalität, die ich ein bisschen für mich pflege. Auch jetzt Arbeit im Gefängnis. Es ist nicht das Problem, was du sagst. Es ist das Problem, wie du es sagst. Immer. Wenn ich den Typ einsperre und sage, jetzt ist einfach Ruhe. Und gar einfach. Und weil Aufgabe ist, ich muss ihn einsperren, oder? Er muss Scheiße machen, er muss eingesperrt werden. Und wenn ich nochmal komme und wehe, bla bla bla. Oder ich sage sie, schauen Sie, das sind Regeln, sie haben gegen die Regeln verstoßen. Ich bitte sie, dort reinzugehen. Nach 2 Stunden kommen wir nochmal und machst es zu. Wenn er durchdreht, schon, dann musst du andere Massnahmen. Aber verstehst du, das ist so ein krasser Unterschied. Weil 100%. er weiß schon, dass er dort rein muss. Er weiß, dass er Scheiß gemacht hat. Aber du kannst jetzt dort draufdrücken oder du kannst ihn einfach informieren. Und das ist auch das. Auch bei der Religion, du kannst ja die Leute informieren, Mann. Und das Gespräch, das wir jetzt vorher hatten, mega schön. Also, aber wenn das Missionieren anfängt, Ja, fix. das finde ich so Ich maximal denke, der belastend. Gedanke kommt glaub mehr so, die haben wie müssen wachsen. Damals, weißt du? Ja, Ich glaub, das kommt 100%. mehr so aus dem. So, also einfach wirklich rein strategisch, taktisches. Das ist wie ein Club, Alter, wie ein Verein. Ja, ich schwöre, ja. Ah, Ja, ist das so. Wenn ich da anfange. Bro, sowieso. Und Ja. was haben wir heute gemacht, wo wir größer sind, ist, dass wir ein Strafgesetzbuch geschrieben. Ja, voll. Also das ist so eigentlich, wenn du es runterbrichst, ein bisschen unsere Religion. Wir müssen es danach halten, sonst werden wir lustigerweise bestraft. auch aus der Religion. Ja. Gesetz. Sicher, ist ja normal. Regeln entsteht immer dann, wenn so eine breite Masse herrscht, dass du es nicht kontrollieren kannst oder so, ja, ihr macht mal ein bisschen wie erwähnt, sondern du musst es wie festhalten als Gesetz, dass jeder weiß, was der Richtwert ist. Also du als bald Anwalt weißt das noch besser als ich, da muss ich dir ja gar nicht sagen. Da bist du der Meister. Soll ich dir noch mal eine Frage stellen? Ja, voll. Ich habe noch einen oder zwei. Hast du noch Wasser? Eine weitere Frage, wo man auch ein bisschen darüber kann philosophieren kann, wo du dir selber stellen solltest. Im Alltag, wenn du irgendetwas machst. Einfach um dich daran erinnern, was deine Werte sind, was dir wichtig ist. Für wer mache ich das? Für dich. Also eine Frage. Wo du dir im Alltag oder wo sich Leute, die sich mit Stoizismus befassen, im Alltag stellen, um sich einfach wieder daran erinnern, weil es ist auch eine Art von Meditation. Geil. Für wer mache ich das? Geil. Muss ich mich öfter fragen. Jetzt gerade, wo ich mich reflektiere, mache ich zu wenig. Für wer? Für mich. Also ich mache viele Sachen. Bro, ich bin ein gespüriger Mensch, Bro. Ich habe das Helfersyndrom. Ich habe in der Psychiatrie geschafft. Ich muss dir nicht erzählen. Ich bin im Gefängnis am Arbeiten. Auch wenn Leute denken jetzt, ich kneble Leute. Nein, ich helfe diesen Leuten. Und ich mache auch, wenn ich emotional werde, Leute für andere Sachen. Sachen für andere Leute. Obwohl ich mich dann müsste fragen, hey, für wer machst du das? Machst du das für dich? Nein, dann haben wir ein bisschen den Fokus. Oder, aber auch zusammen Es kann auch indirekt sein. Du kannst es auch indirekt für dich machen. Weißt, Sprich? es gibt ja mega viele Leute. Helfen erfüllt sie. Erfüllt sie. Und du machst es dann in erster Linie schon
für die Leute, denen du hilfst. Aber es erfüllt dich so sehr, dass du es wie für beide machst. Genau, das haben wir vorher gehabt, dass der Grundgedanke ein egoistischer ist, wenn man es nicht wertend will ausdrücken. Ja. Genau. Voll, ja. Und das ist ja so eine Frage, wo man sich so stellen kann, für wer macht das? Du bist in irgendeiner Aktivität und denkst einfach, für wer macht das? Und das geht wieder wie zurück in die ist das erfüllend für mich? Ist die Arbeit erfüllend? Weil wenn, sagen wir, jetzt einfach ein banales Beispiel, du schaffst für irgendeine Organisation oder du bist selbstständig. Im einen bist du halt viel intrinsischer motiviert und machst es für dich. Aber du kannst auch in einer Organisation arbeiten und sagen, ich mache das für meine Familie. Oder ich mache das für irgendjemand anderes. Ja. Es ist nur etwas, wo ich jetzt bei mir, es ist wirklich sehr etwas Individuelles, aber für mich ist selbstständig arbeiten, noch weniger ich mache es für mich gewesen, als dass mir jetzt die Arbeit wie im Ding geht. Weil ich bin ein Mensch, ich definiere mich nicht durch meine Arbeit. So. Und jede Zeit, wo ich mehr habe oder mehr Space in meinem Kopf habe, um mich selber zu verwirklichen, um Sachen nachzugehen, die mir Freude, die mir Peace geben, ist viel mehr, ich arbeite für mich. Also verstehst du, ich arbeite jetzt im Gefängnis. Total, aber das ist jetzt nur ein Vergleich. Genau, ist einfach so, genau. Wo sich halt oft ergibt, voll, weil sich die Leute die Frage zu wenig stellen. Ich bin nur darauf eingegangen, weil ich habe gemerkt, ich bin so voll am Hirn und nicht, dass du dich fragst, hey, wieso dreht der gerade so durch. Nein, das ist etwas, wo ich mir wirklich aneignen muss und wo ich gut finde und für wer mache ich das? Ein weiteres Tool, das ich finde, das ist auch wieder eine Frage. Ist das, wer ich sein will? Eine Frage, wo ich mich viel mit dem beschäftige, Bro, und eine Frage, wieso ich jetzt genau in dieser Phase in meinem Leben bin. Eben, wie gesagt, ich bin nicht irgendein Ingenieur oder irgendein krass studierter Typ, aber ich habe mein Leben lang so ein bisschen Schule gemacht. Sag das jetzt HF oder irgendwelche CAS oder keine Ahnung was. Und ich habe mich voll wie auf den Fokus in meinem Beruf gebracht, weil mir das so ein bisschen keine Ahnung, kennst du den Spruch? Geh in die Schule, mach dies und das, dass du irgendwann mal in einem Anzug schaffst. Oder dass du nicht den Mundgeruch von den anderen schmecken musst. Das waren so Sprüche. Und dann habe ich gedacht, ich muss Schule machen, das bringt mir den Erfolg, ich muss aufpassen, dies, das. Wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ich kann mich selber nie so krass wie verwirklichen. Ich bin nicht die Version, ich habe auch die Firma, ich habe eine Spitex, ich habe meinen Bruder. Und ich bin der gesagt hat, Bro, das ist nicht das, wo ich sein möchte. Das ist nicht der Haken, wo ich wie bin und ich möchte das auch nicht mehr machen, Mann. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Und seitdem ich mir die Frage viel öfter stelle, desto mehr Zufriedenheit habe ich erlangt. Und ich muss wirklich sagen, in den letzten 2 Jahren habe ich so einen mega Progress gemacht, so für mich. Wo ich voll individuell auf meine Bedürfnisse eingegangen bin, mit dieser Leitfrage, wo du gesagt hast, will ich überhaupt die Version sein von mir? Und ich entwickle mich immer mehr zu dieser Person. Und das ist mega schön. Es ist wirklich eine Phase gegeben im Leben, ich bin aufgewacht, ich bin einfach schlecht drauf gewesen. Voll so grumpy. Ich hatte auch 2 Brüche, wo ich nicht checken, ich hatte konstant Schmerzen. Es ist so, für mich ist das Leben, Alter. Und ich habe nicht gewusst, dass es gebrochen ist, es kommt dazu. Du weißt, es geht der Scheiß, aber du weißt nicht wieso. Also. Und dann hat die Selbstreflexion angefangen. Und dann habe ich auch eben ich habe es glaube letztes Jahr auch gesagt, das Buch gelesen oder als Audio gehört. Das innere Kind in dir muss Heimat finden. Und das ist wirklich so ein Selbsthilfebuch, das ich maximal geil finde, wo mir mega viel geholfen hat. Ja, das ein bisschen ausgeholt zu deiner Frage. Ja, das wäre auch wieder so ein Tool. Was würde dein 5-jährige Ich von dir denken und was würde dein, keine Ahnung,
30 oder 40 oder 50-jährige Ich von dir denken. Genau, ja. Voll die geile Frage. Voll eine Frage, die man sich öfter müsste stellen. Absolut. Hilft mega, um sich ein bisschen auf einer Art reflektieren und dir so ein bisschen vielleicht einen roten Faden, das Ende vom... das Licht vom Ende vom Irgendeine Richtung. Einfach eine Richtung geben. Ja, genau. Du gehst. Und das braucht es, Bro, findest du nicht auch? Es braucht irgendeinen Sinn vom Leben. Mich einmal ein 16-Jähriger oder keine Ahnung, ja, so wirklich ein hyperintelligenter in der Psychiatrie gefragt, was ist eigentlich der Sinn vom Leben? So banal, ich mit meinen jungen 21, 23 Jahren keine Ahnung mehr, ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Was ist der Sinn vom Leben? Ich frage jetzt dich. Wie würdest du definieren, was der Sinn vom Leben ist? Es führt geradeaus zum Tod, um das bisschen dunkelpoetisch auszudrücken. Ich glaube, das muss jeder für sich herausfinden. Ja, sowieso, aber ich frage dich. Dich als Zami, was ist der Sinn vom Leben, Frau Zami? Für mich. Geil, heavy Frage, Bro. Es klingt so banal. Es ist überhaupt nicht, es ist eine sehr schwierige Frage. Ja, aber ich meine so, wenn du es hörst, was ist der Sinn vom Leben? Ja. Das hörst du so oft, das ist so allgegenwärtig, aber hat mal jemand darüber nachgedacht? Was? Ich glaube schon sehr, sehr viel. Schon viel hast Ich du glaube darüber schon sehr, nachgedacht? also ich nicht, aber ich glaube schon sehr viel haben über das nachgedacht. Ja, und 100%. krass 100%. philosophiert. Das ist fix, Bro. Fix, so ist Philosophie entstanden. Und ich glaube, das fragt sich jeder. Ständig. Vor allem, wenn es nicht... Ich glaube, du fragst dich das öfters, wenn es dir nicht gut geht. Weil ein sehr... ich habe mal so eine Rede gehört, er ist so ein Psychologe oder so, und auch so Redner. Er sagt, Verstehen gibt immer nur den zweiten Platz. Der erste Platz ist Erleben. Ja, geil. Und ich sage das hure oft. Wenn die Leute denken so, aber wieso ist das so und warum und das kann doch nicht sein und die Welt ist so und Verstehen gibt den zweiten Platz. Geil. Crazy. Tief. Crazy tief. Verstehen gibt den zweiten Platz. Das ist auch so ein Tool, das ich oft benutze. Und vor allem, wenn ich versuche, oder wenn ich mir denke, wieso du bist zu wenig im Moment. Oder du hinterfragst zu viel, oder du bist zu fest in Gedanken. Verstehe ich den zweiten Platz. So, akzeptiere das Leben, wie es ist. Kontrolliere, was du kontrollieren kannst. Das ist auch gerade deine Antwort, würde ich sagen, gehört das raus. Was ist der Sinn vom Leben? Ist erleben. Weniger denken, mehr erleben. Ich denke, eben, du musst es nicht ausformulieren. Du musst es leben. Und Okay, ja. Sinn vom Leben, schreib mir ein Gedicht mit 1000 Wörtern. Erleben. Ja. Bro, wirklich, es tönt am Anfang so banal, aber es ist ja so tief eigentlich. Verstehst du? Es ist so, musst ein bisschen ziehen lassen. Was auch das ist ähnlich wie die Frage vorher, also ist das Zeit für mich oder also für wer mache ich das? Ist Lebenszeit oder tote Zeit? Das ist wieder eine Frage, die du dir im Alltag stellst. Ist das Lebenszeit, wo du erlebst, mit guten Zeit verbringst, auch vielleicht schlechte Erleben, das ist immer noch das Erleben, oder tote Zeit, wo du denkst, was ist das? Ich könnte doch so viel Besseres machen, oder? Ja, sicher. Ist es Waste of Time oder mache ich wirklich etwas, wo man ein bisschen... Das ist für mich so die Lebensphilosophie oder der Sinn vom Leben für mich ist, ich habe ihm damals keine Antwort geben. Ich habe ihm nichts gesagt. Ich habe nicht gesagt,
Bitches und Cocaine. Habe ich ihm auch nicht gesagt, aber ich habe gesagt, gute Frage, kann ich nicht beantworten. Ich gucke jetzt einfach, dass du dich nicht umbringst, halt den Ball flach. Und dann habe ich für mich definiert, Bro, das Leben besteht eigentlich darin, trotz all diesen Schicksalsschlägen, die irgendwann werden auf dich einprasseln, das Leben zu diesen Konditionen dir gestalten, dass ein geregelter Dopaminausstoß gewährleistet ist. Und was gibt Dopamin, Bro? Neue Erlebnisse, gute Momente, Freunde, Familie. Das ist so individuell, was in deinem Kopf die biochemische Reaktion aus. Sehr nüchtern formuliert. Voll. Ja. Als wäre es fast wissenschaftlich. Voll. Das war meine Phase, wo ich ein paar Studien gelesen habe. Entschuldigung, ich bin ein Professor. Nein, aber, das ist... aber sehr stoisch. Ja. Ist gekauft. Was auch so ein Leitfaden ist. Lebt den Tag, als wäre es der letzte. Schätzt den Tag, als wäre es der letzte. Und das ist nicht in einem Sinn gemeint von Koks, Nutten, YOLO. Ja, nein, das ist es so. nicht, aber der Dankbarkeitsaspekt ist wieder da. Ja, genau. Und wieder das Erlebnis vom Leben und auch Zufriedenheit mit dem. Dass du wirklich das machst, was du willst. Und nicht Ja. das, was du nicht willst. Also es spielt eigentlich alles das Gleiche. Voll. Und auf das oben drauf auch wieder immer im Hinterkopf behalten, deine Zeit ist endlich. Memento Mori, so ein bisschen. Und das gibt immer wieder, weißt du, den Stoß, also weißt du eben, wenn du es positiv anschaust, den Stoß in die Richtung, dass du wirklich das machst, was du willst. Dass du wirklich das machst, was dich erfüllt. Und das kann sehr banal sein, das kann sein, ich will einfach für meine Kinder sorgen und für die da sein, oder es kann irgendwie beruflich sein, es kann künstlerisch sein. Ja, ich gehe jetzt mal weg, ich reise, ich sehe die Welt, keine ich lerne 1000 neue Sprachen. Ja. Ja, es ist so ein bisschen, läuft gleich so ein bisschen mit dem, was ich vorher gesagt habe, finde ich. Eben darum habe ich gedacht, das wird dir eigentlich sehr gefallen. Ja, voll, weil einfach am Ende musst du schauen, wirklich wieder sehr banal aus, dass einfach du ein bisschen Glücksgefühl in deinem Körper hast, man. Du gehst auch in den Sport, weil dir das, weißt, auch so längerfristig, ich sage jetzt zum Beispiel, eine Diät machen, abschwitzen, trainieren, was auch immer, das löst ja auch Dopamin aus, vielleicht nicht in dem Moment, aber ich sage ja, gestalte dein Leben so, dass immer wieder du ein bisschen den Ausschuss, weil wenn du dich dann im Spiegel anschaust und ich sage jetzt nicht, nur die Fitten sind glücklich, aber wenn das etwas ist, was du möchtest und ich habe das gemerkt, wo ich die 20 Kilo abgenommen habe, Bro, es ist wow, ich habe so viel Dopamin ausgestoßen, man, in dem Jahr, wo ich... Es geht wieder zurück in den Leitgedanken, die wir vorher hatten. Ich meine, bin ich die Person, die ich sein will? Oder ist das ein ganz anderes Bild von dir? Genau. Das Bild von dir, wo du voll parat bist und keine Ahnung, wie du aussiehst. Oder? Genau. Und auch mit dem, was du vorher gesagt hast, bin ich die Version von mir, wie ich will sein. Es fließt alles ein bisschen miteinander, oder? Es sind so alles die gleiche Familie, aber andere Gesichter. Genau. Wieder. Gleiche Familie. Familie Hakan. Alle derselbe Typ. Familien Hakan. Habe ich noch eine Frage? Du hast dir richtig Mühe gegeben. Ich finde das maximal sympathisch, dass du hier mit deinem Fragenkatalog bist und bist du das, was willst du sein? Hinher. Ich interviewe dich nicht dumm. Ich schwör's dir, ich habe gedacht, soll ich dein Gesicht an, aber ich finde es, also letztes Mal schon, oder allgemein, wenn wir aufeinandertreffen, wir haben immer so lange, tiefgründige Thema-Hopping-Gespräche, dass du kein Ende setzen kannst. Letztes Mal auch hast du gehen, ey Bro, ciao, ciao. Weisst noch? Es ist so... Ja.
Krank. Aber ja, mach weiter. Frag mich. Frag mich Der was. ist leer an einen Einschluck. Was ich auch sehr, vor allem stressbewältigendes Denkmodell finde, das du dir im Alltag kannst stellen ist das relevant? Ja. Ist das relevant, was ich hier mache? Mhm. Ist das relevant, was ich mache? Also nicht nur, was ich mache, sondern auch wenn du irgendeine Situation, irgendeine Möglichkeit, irgendein Angebot, ist das relevant? Ja. Weil je mehr Verantwortung du im Leben übernimmst, und das nimmt ja grundsätzlich mit dem Alter zu, je mehr musst du Prioritäten setzen. Prioritäten setzen ist Nein sagen, was extrem schwierig ist. Und dort ist auch wieder die Frage, ist es relevant? Mhm. Oder wenn dir irgendetwas passiert und du eigentlich völlig auf einem anderen Weg bist, du dein Ziel hast, aber das könnte dich ableiten, ist es relevant für mich? Ist es genug relevant, um richtig andere... Ja, ist es auch relevant genug, Gefühle dort reinzustecken, Gedanken reinzustecken und mich auszulaugen, Bro. Weil jeder Gedanke und jedes Gefühl ist ja auch so energieaufreibend, weißt du? Es ist Ja, auch wieder mit dem Hintergedanken, es ist endlich, es hört irgendwann auf. das sind alles Fragen zum Stoizismus. Ja. Das ist auch fucking Religion, also. Es ist eine Philosophie, Ja. also bei den Griechen und Römern angefangen. Ja. Und das Gedankengut hat sich bis jetzt gehalten. Weil meine Abschlussfrage ist eigentlich meist, also das ist so ein bisschen, das möchte ich mir wirklich in meinem Podcast mit einfließen lassen. Du bist mein erster Gast. Du bist jetzt mein Lieblingsgast, Bro, muss ich ehrlich sagen. Ist nicht so schwierig, wenn Keiner du so bist. cool gewesen wie du, ich schwör's dir. Und Platz schlau und 1 von 1. alles. Was machst du, um deine psychische Gesundheit zu gewährleisten? Und jetzt höre ich zum einen raus, das ist die Einstellung, die du hast, oder? Das ist ja der ganze Podcast eigentlich so gewesen. Das ist eigentlich deine Einstellung. Weil ich habe dich gefragt, mal eben im Dunkeln, und du hast mir gesagt, es ist alles Einstellungssache, Bro. Es ist nicht das Problem, was die Schicksalsschläge etc. oder es ist deine Einstellung, wie du dazu stehst. Wie du darauf reagierst. Und das wie du ist das darauf Einzige, reagierst. was du kontrollieren kannst. Sind wir zurück im Stoizismus. Genau, haben wir das. Aber wenn du jetzt gleich Sachen müsstest benennen, die jetzt nicht mit Einstellung oder Lebensphilosophie zu tun haben, was voll deine Daseinsberechtigung hat, also ich will jetzt nicht mit dem klein reden, es gibt doch sicher auch Momente, wo es dir mal schlecht geht, Mann. Ja, Oder scheiße geht, Absolut. du traurig bist und du denkst, fuck der Stoizismus, Alter, Mann, was für Stoizismus gerade. Deine Gefühle dich übermannen, das ist ja so menschlich, Bro. Ich könnte jetzt über das eine Stunde reden. Ich bin stark davon überzeugt, dass, ich weiß nicht, ob du das kennst, Motion, Emotion. Hm. Das ist ein Kreislauf. Motion, Emotion. Ein bisschen Aktion, Emotion. Reaktion. Genau. Und ich denke, also was ich immer mache, wenn es mir schlecht geht, und wenn ich merke, ich bin nicht so mental auf meinem Level, wo ich gerne sein will, ich mache Sport. Ich gehe boxen, Ein bisschen fressen, ein bisschen Welt- verteilen. die Welt ist wieder schön. Ich schaue, dass ich gut schlafe. Okay. Sehr wichtig. Das Dankbarkeitsbüchlein hilft der Psyche und das Büchlein, also kannst du im gleichen Buch schreiben. Jeden Abend vor dem Schlafen, du wünschst irgendeiner Person, die du kennst, oder du kennst sie nicht, irgendetwas Gutes. Du schreibst es auf. Und du musst sie dann nicht sagen. Okay. Ich habe das eine Woche gemacht. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Also zum einen hast du jedem etwas Gutes gewünscht, so, und zum anderen hast du Dankbarkeitsbüchlein geführt. Genau. Okay, dort ist es schlecht gegangen, wo du das gemacht hast. Ich habe das, ich nehme mega viele so Sachen aus Podcasts, die ich höre, oder Bücher, die ich lese.
Und ich experimentiere gerne. Ich versuche es einfach mal. Intermittent Fasting, ich habe es versucht. Ich mache es jetzt seit 5, 6 Jahren. Nicht mega... Aber mache ich auch, Bro, ja. Interval Fasting, das ist eben, da haben wir das Fasten, da haben wir die Religion, Genau. es ist so viel, es ist alles hängt so zusammen, Mann. Es ist ein Circle. Ja, ein Kreis. Und das war auch mit Social Media so gewesen. Ich habe irgendeiner gesagt, löscht Social Media, versucht es mal. Für mich war das ein Experiment gewesen. Ich bin nicht mehr zurück, ich habe es da gelöscht. Mein Leben ist besser, danke. Ja, ich schon. Der Berat, auch gelöscht, nie mehr gemacht. Ja. Auch als Experiment, jetzt auch irgendwo aufgeschnappt, auch Podcast, irgendwas. Bam, 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 Ja. weg. Er sagt, Bro, du hast mehr Zeit zum Leben, Alter. Das ist Absolut. heavy. Und ich bin auch der Meinung, aber Absolut. ich mag das. Erleben. Ja, Bro. Und so, ich habe es einfach mal probiert, weil ich glaube, Tim Ferriss hat es gesagt, er hat sich noch nie so gut gefühlt und ich dachte, ich wollte mich auch gut fühlen. Sicher, jeder will sich gut fühlen. Ja, und dann habe ich es probiert und da ist ein Hacking. System austribbeln. Ja, nein, wenn es dir schlecht geht, dann kannst du so Sachen machen. Du kannst Dankbarkeitsbüchlein, du kannst Sport machen und du kannst anderen etwas Gutes wünschen. Und die Leute dürfen nicht unterschätzen, wie wichtig sozialer Kontakt ist. Das habe ich jetzt im letzten Jahr krass gemerkt, wie wichtig mir das ist, der Austausch mit anderen generell. Es ist auch neurobiologisch absolut bewiesen, weil wir halt soziale Tiere sind. Voll. Es muss nicht einmal tiefgründig sein. Natürlich, so tiefgründige Gespräche sind nochmal erfüllender, wenn du sie in einem gewissen Abstand machst. Aber einfache Konversationen wie mit jemandem, «Hoi, wie geht es, läuft?» Lange schon, wenn du 4, 5 so Interaktionen am Tag hast, geht es dir einfach besser. Voll. Das ist schwierig, wir sind soziale Tiere und du merkst ja allein schon, wenn du ein Kind, ein Baby, also wir haben ja auch Projekte gemacht oder Studien, das Kind auf der Welt ist, du es fütterst, trinken genug, dieses, aber du nimmst nicht in Arm die soziale Interaktion und sagst das jetzt verbal, nonverbal oder gute, keine Ahnung was machst, sondern einfach nur füttern, Tag an, dass die Kinder gestorben sind. Die Kinder sind tatsächlich gestorben, weil du das brauchst. Vor allem auch von der Mutter, aber allgemein die Nähe, der komplette Laden. Ja, absolut soziale Wesen und sehr wichtig. Nimmst Energie, sorry, das war eigentlich die letzte Frage, aber Alles gut, Bruder, alles gut. nimmst Energie von Interaktionen mit Menschen oder kostet es dich Energie? Teils, Bro. Wirklich. Es kommt darauf an. Ich kann eben, zum einen kann das Helfersyndrom. Klein. Also Menschen, die ich liebe, Bro, ich bin fucking Life Coach für die. Also ich unterstütze die mega. Es gibt mir ein bisschen Zufriedenheit. Ab und zu, klar, je nachdem, was ist, das Herz auch recht an dir. Weil du denkst so, du gibst. Mhm. Aber ich bin durch und durch ein Mensch, der von sozialen Interaktionen Kraft schöpft. Also wenn es mir schlecht geht, dann Leute kommen einen Kollegen machen und dann sage ich, hey, können wir reden, können wir es irgendwie sehen. Ja, wirklich teils könnte ich jetzt nicht irgendwie allgemein beantworten. Es gibt Leute, die haben wieso brauchen mehr Zeit für sich, anstatt Zeit mit anderen. Mhm. Habe ich auch. Also es ist so, wie soll ich das sagen? Ich habe zum Beispiel gerne, ich habe glaube keinen Tag, wo ich keine soziale Interaktion habe. Gibt es gar nicht. Abgesehen vom Arbeiten, das ist ja wie normal, aber es gibt keinen Tag, wo ich nachher einfach anhänge und dann ist einfach ich gehe ins Training, ich sehe ein Kollege kommt über. Jedes Mal. Aber was für mich so ein bisschen die Zeit ist, wo ich möchte allein sein oder wo mir gut tut, ist, plötzlich gehe ich am 12 Uhr pennen. Mindestens 3-4 Mal in der Woche ist die letzte soziale Interaktion, die ich haben möchte, am 8 Uhr. Dass die Leute dann gehen, oder am 9 Uhr, dass ich dann 3 bis 4 Stunden noch für mich habe, wo ich... Ja, Bro, das tut mir zum Beispiel mega gut. Aber wenn ich jetzt aussuchen müsste, entweder immer allein oder immer soziale Interaktionen, fix soziale Interaktionen. Immer heavy Dings. Und ja, du ja, und ich kann ja, du bist ja... Du bist durch und durch mit dem. Der labert den ganzen Tag. Hey Samim. Hakan, danke dir. Rudi, es war sehr, sehr schön gewesen. Es ist sicher nicht... Das ist das erste, aber nicht das letzte Mal. Sehr gerne, ja. Irgendetwas, was du
droppen willst, so als vor dem Mic-Drop? Nein. Macht Sport, Kinder. Sport ist super. Für ein Hirn und ihr seht gut aus. Loset, jetzt redet mir.